Nun denn. Wir sind zurück im Untergrund bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom und haben hier in der Nähe des Minen-Gongol-Tal, also eigentlich hier im Untergrund bei, ich weiß gar nicht, wenn man irgendwie von Kagriko ausgeht und dann ganz schön hier runter geht, oder rüber geht, besser gesagt, findet man hier ganz schöne Dinge. Ganz tolle Sachen, die das Leben schöner machen. Und ich gucke jetzt mal, ob er das Ding irgendwie zerbrechen kann. Schön. Holen wir mehr als den hier. Hoffentlich viel von allem daraus herauskommt. Naja. Die Menge ist gefühlt so lala. Wieder ein Hammer down, Hammer down, Hammer down. Da ist wieder ein Hammer down. Du. Doof zu, aber lässt nicht ändern. Ja, komm dann. Schöne Ausbeute, also jetzt mal ganz doof gesagt, nach einem Blutmond hierher kommen, das lohnt sich durchaus. Sollen wir schön hergehen. Ich könnte natürlich auch erstmal alles kaputt machen und dann so ein Nanium einsammeln, aber ich habe irgendwie immer Angst, dass wenn ich so ein Nanium noch übrig habe und eine Bombe drauf schmeiße, so ein Nanium irgendwie flöten geht. Also dass ich so quasi mehr raushole, als wenn ich erstmal alles wegbombe. Also das hier lohnt sich definitiv, kannst sagen, was du willst. Gut, das Ding ist auch noch da. Fidiralala. Das ist eine recht große Mine hier, wa? Eine Himmelshose. Okay, das muss auch einer der Schätze sein. Die ich eigentlich mittels Himmelskarte mal noch finden würde. Theoretisch. Die Himmels... Machen wir jetzt das Himmelsset komplett wieder mal. Jo, Himmelsmütze, Himmelsgewand, Himmelshose. Legend of Zelda Skyward Sword! Tears of the Kingdom! Ja, wir müssen das Ganze erstmal noch upgraden, ne? Also tragen und ganz ehrlich. Ich habe das ja schon bei Breath of the Wild getan und fand es dort irgendwie auch ganz witzig. Hier muss ich aber sagen, gefällt mir das dann doch irgendwie besser. Gut, dann hier natürlich noch alles abgrasen, ne, ist klar. Gar keine Waffe. Denke immer so, wo ist eine Waffe hin? Eine Waffe wäre nicht schlecht, warte mal. Ist nicht das Ding auch sowas? Ist ein Hammer. Ein Hammer wäre nicht schlecht. Hä, den haben wir schon so oft gebraucht. Das Betrug, mir gehen alle Waffen kaputt. Hä, haben wir jetzt noch was gesehen? Was da hinten gar nicht mehr, ne? Da hat hier noch was gesehen, aber dann ist wohl bereits nur noch hier unten. Also das heißt nur noch. So,
Letzter Schlag, wa? Jo. Ist meistens so, wenn die Waffen irgendwie sagen, oh, sie gehen jetzt kaputt, dann halten sie noch irgendwie 3 Schläge aus. Das Ding noch verwenden ist zwar auch ein Zweihänder, genau wie der hier. Der hält zwar länger eigentlich. Eine Haltbarkeit drauf. Ja, trotzdem muss ich ja mal so riskieren. Ich gehe sogar mal noch einen Schritt weiter und nehme mal wieder einen Dreifachbogen. Jetzt die Frage, war es wirklich nur so ein kleines Lager, da habe ich es einfach irgendwie falsch gemacht, ne? Wie ich vorhin schon erwähnt hatte, dass doch vielleicht die Theorie gar nicht mal so schlecht ist, die ich aufgestellt habe. Wegen, ja, je mehr Bomben ich da einsetze und ich nicht direkt einsammle, desto eher verschwinden die wieder. Mit 18 und 25. Oh, das war keine schlechte Ausbeute, zugegebenermaßen. Aha, da will jemand, dass ich fusioniere. Da will jemand, dass ich Waffen fusioniere. Ich meine, grundsätzlich kann man es immer hier machen. Ich kann es nachher wieder entfusionieren, das ist nicht so das Problem. So. Dann will ich mal noch schauen, was noch auf der Seite ist. Ich meine, viel ist ja theoretisch nicht mehr. Weil es doch irgendwie so eine Art... es sieht so aus, wäre hier halt irgendwie Ende im Gelände. Ne? Wir wissen auch nicht, ob es hier irgendwo nochmal einen Eingang gibt. Also es ist doch relativ weit weg von allem anderen. Dann vielleicht doch hier irgendwo noch was Spezielles ist. Gut, das sind Monster, das ist nichts Spezielles tatsächlich. Da auch nicht wirklich. Da ist noch ein Jäger versteckt, beziehungsweise hier ist sogar. Hey ho! Wo ist er? Das auch so nah an der Wurzel ist. Da fliegen ein paar rum. Ja, da ist ein Jäger-Siegel dran, ne? Also muss ich erstmal einen Typen platt machen. Es scheinen Riesen gefunden, antiken, nennen sie Konstrukte. Ah, ja, die Dinger, ja, die kennen wir. Ja, die Konstrukte. Koga. Du mir auch. Die Konstrukte, ja, diese Blöcke halt. Alpha, Beta, vielleicht gibt es sogar ein Gamma-Konstrukt noch. Das Ding nämlich. Wird aber, wenn ich das richtig sehe, auch nur ein Beta sein. Ne, sogar ein Gamma-Konstrukt-Korn. Da ist ein neuer, den hatten wir noch nicht. Frage ist halt, lohnt es überhaupt den Platz zu machen? Ich meine, der ist hier unten, wird vielleicht ein bisschen Sonanium geben. Das ist im Prinzip keine schlechte Idee tatsächlich. Danach gibt es so einen seltsamen Block, den wir dann irgendwie, keine Ahnung, wieder mitnehmen muss, weil er nicht irgendwie einsammeln kann. Versuchen wir da mit den Augen hier. So. Das ist auch nicht der, den ich gesucht habe.
Ne, weil der kommt da. Ich frage mich in dem Zusammenhang, ob eigentlich die Monster auch die Jäger angreifen würden. Ob sie das eigentlich nur immer bei uns machen. So, rein da. Großer Energiekristall und Bauplan, wa? Ching, ching. Universalküche, was? Okay. Wer hat die Tür zugemacht? So, das Horn lassen wir kurz außen vor. Erstmal die Wurzel aktivieren. Das Konstrukt kann ich mir auf dem Rückweg einholen. So. Ching, ching. Dann fehlen mir aber hier in der Untergrund vor allem noch Schloss Hyrule, ne? Da muss ich halt hier drüber, ne? Geht dann nicht anders. Das ist die Frage, machen wir das erst am Schluss oder gehe ich schon vorher dahin? Also würde es theoretisch anbieten zu sagen, ja, dann machen wir am Schluss und ich rede zu Gandalf will. So, ansonsten oben sind noch Monster wieder mal. Da könnte auch irgendwie... Ja, das sieht aber irgendwie was Besonderes aus tatsächlich. Oder vielleicht noch irgendwie eine Sonaniumquelle oder so, aber... Ich lass dich mal hier. Oder? Nimm den vielleicht doch mit, warte mal. Vielleicht ist hier irgendwo noch eine Kriegerstadt, aber irgendwie auch schon keine gesehen. Naja. Ein paar Irrlichter hier noch mitnehmen. Fast 73, das ist natürlich schön. Das lobe ich mir. Oh. Eine Blume, jetzt noch mehr. Ja. 2. Wenn es 3 haben, markiere es mal auf der Karte. Nö. Oh. Da hinten. Na, komm, wir markieren es mal. Das sind eben so schöne Orte, wo man relativ gut auch hin kann und sich dann denkt, jo, da kann ich auch gut farmen. Wenn du ein paar solche Orte hast und sagst, ja, pro Blutmond gehe ich erstmal dahin, nachher dahin, dann dort und so, dann kommst du gut vorwärts im Spiel. Habe ich das Gefühl, kann natürlich auch irren. So, Gamma-Konstrukti, machen wir das Teil oder machen wir es nicht? Ich glaube schon, komm. Versuch das Teil hier in der Nähe abzulegen und dann würde ich sagen, let's go. Bleib schön hier. Au. Aua.
Ah, ich wollte eigentlich unten durch schön, aber geht nicht, wa? Was zum... Mann! Ah, auf dem Rücken. Kommen wir da richtig hin? Was bist denn du für einer? Ja, die Agro-Heinz. Kann ich aber die irgendwie so hoch? Meine Versuche einfach nur, Freunde. Das ist doch voll scheiße. Huch. Was ist denn hier? Ah. Auf dem Rücken kommen wir nicht hin. Der ist echt nervig. Hä? Ich will gar nicht runter. Mann, der geht immer dahin, wo ich gar nicht hinziele. Ey, Alter, was ist los mit dir? Du nervst mich langsam, Junge. Du bist Schnellfeuer hier. Mann, wieso nicht? Hä? Was ist das gerade? Also ganz ehrlich, ich bin kurz davor, ein Raketending zu nehmen. Junge, dauert der Kampf lange. Er wäre jetzt auch zu schnell, ich komme gar nicht hinterher. Was? Wieso? Wo ist denn jetzt wieder? Junge, ist der nervig. Dann machen wir das anders. Nein. Junge, Junge.
Ganz ehrlich, lohnt es sich, das viel Platz zu machen? Das ist voll nervig so. So, das wollte ich nämlich. Wo ist er? Ernsthaft? Oh, Bomben. Junge, Junge. Also in den Augen machst du dir, glaube ich, einen großen Gefallen, Leute. So, und jetzt haben wir natürlich noch so ein Ding. Also richtig creepy aussieht. Und welche Waffe dran heften? Schönes Dreifach-Ding, ne? Auge, wo bist du? Ich brauch dich. Die Falle sehe ich so gar nicht, fies. Ja, wo kam? Ja, ich habe ja viel verloren. Ja, alter Schwede. Das war ein Kackviech. Ich gedacht, dass echt so gegen das Vieh ran muss, aber gut. Wieder was dazugelernt, wa? Da hat von wegen, ja, mit Schnellfeuer, damit es irgendwie schneller geht, aber der andere richtig gut funktioniert. Na egal. Wir haben uns wieder fotografiert, wir haben es einmal platt gemacht, das muss reichen. So. Also. Den Rest der Folge eigentlich gerne noch ein bisschen gucken, auch wegen Sonanium. Und vielleicht auch deswegen noch. Wenn man eine coole Waffe hat. Ein Reiseschwert. Ich sagte coole Waffen. Und nicht Schrottdinger. Jo. Bei Minen war ich schon immer darüber. Weil der Frosch an und für sich ist ja auch cool. Natürlich auch, wenn es ein starker Frosch ist. Den zu besiegen kann sich ja durchaus noch lohnen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich weiß nicht, machen wir sonst noch viel, abgesehen vom Frosch? Bin ich gerade ein bisschen verunsichert. Ja, das wird viel Sonanium. Lohnt sich kaum, Leute. Lohnt sich kaum. Ne, da knöpfen wir uns lieber einen Frosch vor. Er verliert zwar wieder das Hoverbike, weil er wieder irgendwie seine Saugtechnik einsetzt und dann das Hoverbike wieder flöten, aber hey. Da ist er, wa? Das ist ein großes, hässliches Teil. Kristallgigama. Noch ein stärkeres Viech. Aber schon, okay. Wow! Wo ist die Aggro drauf, ey?
So, mal gucken, was nehmen wir da? Den Felshammer. Und ein bisschen mehr Damage machen. Oh, bin runtergefallen. Das ist immer kacke. Das dauert ja. Ja, komm. Ja, komm. So, jetzt machen wir Schluss. Ganz schön zäh, wa? Use not a problem. Ja, ich bin fett, Mann. Ja, das stimmt. Dass man sogar getroffen hat, ey. Oh, danke, Tulin. Ja, das ist doof. Was auch doof ist, jetzt die ganzen Sonanium-Dinger hier überall rumliegen. Kristalliger Riesenzahn. Okay, ja, war ein Mini-Boss, deswegen haben wir da ein bisschen Sonanium-Dinger gekriegt, also direkt Energiekristall. Der ist eben noch da. Krass. Der hat das überlebt. Doch wesentlich robuster als ich dachte. Okay. So, da unten natürlich noch ein bisschen was. Was da zum Teil so weit weggeflogen ist. Ja, natürlich auch gut Damage gemacht wieder mal, ne? Muss man auch zugeben. Er war ein ganz feini. Haben einen guten Kampf geliefert. Die Kristalldinger halten halt ein bisschen mehr aus, ne? Aber nicht gedacht, dass sie in den Bomben fallen. Am Schluss noch irgendwie so wenig Damage dann noch mache. Der Vater wäre eigentlich mehr los. So, da vorne ist also, das andere Kackviech. Wieso habe ich hier nochmal ein Ding gemacht? Also eben, hier müsste ein Lionel sein, aber hier ist keiner. Kein Plan warum. Weil genau an der Stelle oberirdisch ist ja ein Pferdestall und wir wissen, unter des Pferdestalls muss ein Lionel sein, aber ich glaube, es ist auf einer Wurzel dran. Oder ich übersehen tatsächlich. Da ist die alte. Da habe ich momentan noch keinen Bock, obwohl dann ein Schatz drüber wacht, ne?
Gut, merken wir uns, dass da noch irgendwas ist, aber deswegen habe ich auch das Sternsymbol dorthin gepfercht. Dann passt das, da haben wir noch ein bisschen Zonanium. Ist auch nichts Weltbewegendes. Und ja, eben, da war dann halt die Frage, wir unten weiter und so, aber ich glaube eher noch... Ah ne, oben, ne, wollte rein noch. Oder hier die Verbindungswege machen. Wobei Verbindungswege hier gehen eh nicht. Ne, hier unten noch, aber das kann ich auch sonst mal noch machen. Schon mal hier bin, vielleicht hier unten hin, wo da eh noch ein Schatz sein soll. Und uns quasi zu Ende der Folge noch einen Schatz mitnehmen. Oh, Entschuldigung, mein Fehler, Link. Ich fliege gerade ein bisschen beschissen, muss man da zugeben. So, kurz abwarten, bis die Battery wieder voll ist. Ja, mein Name markiert auch ein Leunel. Ah ne, da war der Ivarok, genau. Gut. Genau, da war ja auch noch so eine Mine oder sowas ähnliches zumindest. Was, eine Kakariko-Mine? Richtig minenhaft sah es gar nicht aus, oder? Richtig erinnere. Oben ist auch nichts. Ist aber so eine Mine. Keine gute Mine, aber eine Mine. Aber eben auch Personalien will ich jetzt nicht so viel. Braucht doch noch relativ viel, weil ich da mit der Batterie und so noch ein bisschen was machen will. Oh, ist er gar nicht da. Nicht wie andere Jägers. Mir fällt nichts ein. Ich weiß, wie das geht. Im Ernst muss es doch. Naja. Kennen wir, nichts Neues. Geht das Maßwerk bei denen auch? Nö, wa? Normale Stärke, dann braucht er auch nicht. Huch. Nächste Nähe oder was? Was für Idioten. Oh, aua! Sag mal, wie unhöflich. Bogentasche ist voll, da ist man bewusst. Ich kann einfach alles andere mitnehmen. Die haben ein Sonnenfleckchen dabei. Das macht Sinn. So, Junge, wie sieht's aus? Autorisierung erfolgreich. Hallo, Meister Link, ich habe dich erwartet. Du weißt, wie ich heiße. Noch nie saßen wir auf dieses Exemplar. Dankeschön. Abschussrampe.
Ja, irgendwann vielleicht mal. Okay, dann gibt es ja also auch sonst keine Truhe oder so. Noch ein paar Jägerverstecke, aber demzufolge da auch nichts Besonderes mehr. Immer noch eine Truhe. Sehr gut, sehr gut. Ruhmkoga. Rummelum Koga wohl eher. So. Wir nehmen auch mal nach und wenn wir sogar noch ein paar Dinge hier direkt kaufen. Ich wollte die Folge eh abschließen, insofern, dass wir hier noch ein paar Batterien damit bekommen. Und jetzt hier, die Batterien natürlich im Obergrund, Oberfläche dann. Ich glaube sogar nächste Folge gehen wir erst einmal zurück nach Taburasa, um ein paar Waffen zu desynchronisieren und so. Oder neu zu synchronisieren und dann aber auf nach Eldin. Wird Zeit, Freunde, wird Zeit. So, 50, ich hätte eigentlich nochmal gerne 50 mehr tatsächlich. Das soll mir für 3 Batterien reichen. So, der ist noch da. Für die Rallala, für die Rallala. Okay, okay. Ja, wir machen die Folge noch ein bisschen länger, weil ich bin schon bei 37 Minuten, sonst klappt es ja nicht mehr. Weil ich will erst noch runter zu Ram der Schatz. Hallo, was ist los? So, die Mine hätten wir auch mehr oder weniger gecleart. Oh, ich muss wieder drehen. Wieder zurück. Darin, dann hier um die Kurve und dann runter und dann eigentlich hier hin. Hoffen, dass wir hier eigentlich in der Nähe wieder mal ein Ding haben. Ja, ich hoffe schon, dass da unten irgendwo noch eine Wurzel hat. Sonst soll er mir halt einen Schatz ohne Wurzel. Und Hinox. Also eine böse Variante davon, ne? Wobei, sind eigentlich alle böse. Nee, ihr wisst schon, was ich meine. Halt so eine, die, naja. Ah, da vorne ist eine Wurzel. Eine, die mit Miasma überzogen ist. Ein Untergrund erforschen hat schon was auf eine gewisse Art und Weise. Ist natürlich, da muss man zugeben, eben auch so ein Ding, was recht schnell auch ein bisschen langweilig werden kann, vor allem eine langwierige Sache ist. Aber ich glaube, wenn wir es so machen wie jetzt aktuell und einfach alles auf einmal machen, sondern immer so ein bisschen, mal ein bisschen dies, mal ein bisschen das und so und vor allem mit dem Howerbike hier durchleiten und nicht zu Fuß alles abgrasen, dann geht es schon wesentlich besser. Bin ich jetzt im Untergrund? Ah, sogar schon hier. Hä? Am Schatzvogel vorbeigeflogen, krass. Die Frage ist, der Schatz jetzt hier oben? Wird man uns loben? Ist er unten? Muss ich mich tunken? Nein.
Unten ist tatsächlich etwas. Ja, ich glaube auch, wo ich schon mal erwähnt hatte, vielleicht auch im Untergrund noch ein bisschen mit dem Heldenkolosseum gehen natürlich, unter anderem, aber auch bei den Statuen. Aber so einen Waffen und so suche, ich glaube, das sparen wir uns mal noch ein bisschen auf. Weil er wird sicher bei Eldin noch viel in den Untergrund müssen, allein schon deswegen, weil, ich meine, es ist Eldin, der Todesberg, aber wenn es da nicht in den Untergrund geht, weiß auch nicht weiter. Hier noch. Okay. Also Eldin, da muss es eigentlich in den Untergrund gehen, da geht gar nicht anders. Wir wollten natürlich schon alle mal wissen, was eigentlich unterhalb des Todesbergs ist, oder? Würde sich da ja natürlich anbieten. So, noch ein bisschen Sonanium, sehr gut. Aber großes Sonanium auch wichtig. Ich meine, ich kann immer noch zur Not Duplizierungsglitch anwenden, aber wenn es unbedingt sein muss, warum dann machen, ne? Ah, da oben hat es noch ein bisschen was, sehr schön. Ursprungsgewand, oh. Ja, aus Legend of Zelda. Ohne Untertitel. Ich weiß, ist lange her. Ist sehr lange her. Das heißt für uns, wenn es nach Sets geht, dann noch gar nichts, ne? Ursprungsgewand, genau, Zeitgewand, Schattengewand, Himmelsgewand. Viele Gewänder. Nein, baut's nicht. Gut, ich glaube, das ist eh nichts mehr, ne? Nö, da ging direkt alles flöten. Okay, Freunde, hätten wir das auch. Dann würde ich jetzt aber wirklich sagen, wir gehen mal noch in eine... Warte mal, doch hier, ne? Da ist die Magierstadt, aber die zweite müsste auch irgendwo hier unten noch sein. Zeigt es mir nicht an, ne, der Drecksack. Müssen wir mal 100 Dinge dafür ausgeben. Chemiekonstrukt. Nee, dann machen wir das. Wobei, hier ist aber sowas, ne? Dann würden wir das aber anders machen, tatsächlich. Kann ich jetzt schnell teleportieren. Hä? Was andere gar nicht machen in dem Fall? Okay, egal. Kommen wir auch noch hin. Ja, mit der Magierstatue, ne? Aber ganz ehrlich, ich kann auch zur Not zu ihm hingehen, speichern, ihn anfragen und dann, was mir gesagt hat, hart markiert hat, nochmal speichern. Beziehungsweise nochmal ein Spiel schon laden, schon nochmal speichern. Das ist nämlich auch eine Variante, um ein bisschen zu tricksen und dann trotzdem zu wissen, aha, da ist eine. Und direkt wieder 100 Irrlichter ausgeben zu müssen. Er kommt 312, weil das Problem ist, es reicht so oder so nicht. Kann ich vergessen. Ich hatte gerade vielleicht um 2 Dinger voll zu kriegen, mit 3 kriege ich halt. Ja, okay. Nee, passt schon, dankeschön. Gut. Wollen wir sagen, Leute, wir lassen den Untergrund fürs erste Untergrund bleiben. Wir kehren zurück zur Battery Machine, am besten hier oben. Okay, langsam aber sicher ein Abschluss der Folge. Zum einen, zum anderen aber auch den Abschluss dieser ganzen Sidequesterei vorerst. Neben Kagriko und so, wir haben dort gesehen, wir waren zwar schon dort und konnten ein paar Dinge machen, aber diese ganze Schwebe, oder diese ganze Kranzruine und ich darf nicht hin, obwohl noch ein 5. Ding dort ist. Also, ich habe das Gefühl, ich muss nochmal später dahin. Vielleicht im Verlauf der Hauptstory, vielleicht geht da noch was, oder vielleicht nochmal eine Sidequest, obwohl es muss eine Hauptstory sein, das andere macht fast keinen Sinn. Lassen wir uns überraschen. Also geht der ohne.
keiner von denen auf die Idee kommen, auf mal hier hochzuklettern. Einmal 100 mehr wäre cool gewesen, ne? Hätte noch direkt noch 2 Batterien voll gehabt, aber egal. Die sind halt teuer. Und ganz ehrlich, wenn es ums Farmen geht, mit dem Duplizierungsglitch oder so, da wird es bei großen Szenarien natürlich wesentlich mehr lohnen. Ja, dann fehlen jetzt eigentlich noch 4 solcher Batterien, ne? Also quasi 400. Ja, bis haben wir wieder. 400 von den Dingern hier. So ein Energiekristall war noch, nachher hätte das ganze Ding voll. Schön, schön, schön. Das werden wir auch tun. Ich für meinen Teil erst einmal. Ich kehre zurück nach. Gehen wir schon dahin, dann mache ich es dann nächste Part. Machen wir den nächsten Part, ne? Also, nächste Folge. Gehen wir zurück nach Hause erstmal. Am Haus selbst müssen wir nicht viel machen. Teleporter jetzt können wir eigentlich auch sparen, weil es eigentlich am Schrein ist. Aber wir gehen vor allem nach Taburasa, um einen Teleporter zu setzen und um ein bisschen Zeug zu zerlegen. Da wir viele Waffen haben, die, naja, sagen wir mal so, nicht gerade super ausgerüstet sind. Ne? Hier zum Beispiel, wo man sagen, nehmen wir wieder weg. Oder auch das Ding nehmen wir wieder weg und dafür was anderes drauf. Die sind dann im Großschwert, kann ich auch noch behalten, ne? Die Großwaffendinger. Wir haben zwar hier noch eins. Ja, kann man gucken, was man damit noch macht. Das natürlich auch noch zerlegen, wieder was Neues drauf. Etwas, was ein bisschen mehr Power hat, von Leunenhorn oder so. Das wird dann sicherlich sehr, sehr geil. Und ansonsten, würde ich sagen, wenn wir das gemacht haben, geht es ab und auf nach Eldin. Endlich, endlich. Mal gucken, was mit den Gonen so los ist. Weil, naja, gesund kann das nicht sein mit dem ganzen Miasma im Todesberg. Wo ursprünglich mal der eine Titan drin war. Also wenn nicht schon vorher zerstört war, jetzt ist er garantiert zerstört. Oh Mann. Schloss Hyrule voller Miasma, Todesberg voller Miasma. Und eben, im Todesberg, da muss natürlich im Untergrund auch viel los sein. Junge, Junge. Also nicht nur hier mit den ganzen Dingen zum Erforschen. Und dann natürlich auch am Schluss noch machen werden, sondern generell. Weil wenn der Tempel nicht innerhalb des Todesbergs ist, dann wäre ich ein bisschen enttäuscht. Wenn der wieder am Himmel oben ist, weil geht gar nicht. Ich war schon enttäuscht, dass der am Himmel oben ist, nicht im tiefen Wasser. Aber gut, anderes Thema. Leute, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.